Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, weiter geht der Peter. Ja, ich wollte jetzt endlich einmal nicht derjenige sein, der hergeht und alles immer erst ein halbes Jahr später reactet. Ich gehe jetzt die Scheiße hier weiter durch. Wir waren jetzt bei ungefähr 12 Minuten in Folge 3 Wiedergeburt. Ich konnte gerade meinen ersten Teil von der Folge 3 online stellen. Beziehungsweise einen Veröffentlichungszeitpunkt festlegen. Und ich hoffe, ihr habt da Freude dran. Herzliches Merci gehen nochmal raus an die Leute, die mich die mir irgendwelche Kommentare schreiben von irgendwas, was ich am Ende des Videos sage. Das freut mich, weil YouTube liebt das, wenn Leute meine Videos bis zum Ende durchschauen. Ne? Dann das findet YouTube ganz dufte. Und ja, er hat gemeint, dass er seine Räusperer rausschneidet, haben wir gelacht, hahaha. Ich habe jetzt nochmal 10 Sekunden zurückgespult, damit wir wieder on track sind und dementsprechend hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Wir gehen reiner. Gut, beginnen wir nochmal von vorn. Ah ja, stimmt, genau, da war aber, ja. Fangen wir doch von vorne an, den ganzen Rotz. Oh Mann, ganz ehrlich, ich glaube, diese Podcast-Folge, die hätte auf 10 Minuten runterdampfen, wenn er nicht permanent immer und immer wieder denselben Schmand vom Stapel lassen würde. In meinem Universum ankommen ist im Prinzip relativ einfach. Früher oder später werdet ihr sterben. Und wenn ihr meinem Glauben folgt und wenn ihr an mein Universum glaubt, könnt ihr jederzeit in meinem eigenen Universum auftauchen. Während ich am Leben bin, werdet ihr es nicht betreten können, aber ihr werdet warten können, da für eine Seele die Zeit unerheblich ist. Ja, das hatten wir schon mal, ne? Die Lobby. Die Leute können schön warten, bis Reini die Bequemlichkeit gefunden hat, endlich den Arsch hochzureißen. Und achso, ja, kann man den. Sagt mir das eigentlich, ob ich den Bildschirm schon auf permanent drin lassen soll oder ob ihr lieber seine Dönerfresse sehen wollt. Ich überlasse das komplett euch. Also eigentlich ist es ganz einfach, aber es ist auch nicht so einfach. Und wenn er noch nicht tot ist, dann müssen wir warten. Ja? Leider. Ja? Bis zum Grand Opening. Da kommt er dann wahrscheinlich dahergewongelt, mit einer riesengroßen Schere. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie in Disneyland oder im Europapark oder sowas war. Da stehen die Leute dann auch an. Ja? Dann haben sie meistens haben sie so eine Kordel und dann stehen da die Mitarbeiter vom Park und die haben ein Walkie-Talkie und irgendwann kriegen die dann gesagt, so okay, wir können die Kordel auf die Seite tun und dann sprinten die Leute los zur erstbesten Attraktion. Ja? So stellt er sich das vor, dass das dann ist. Ne? Die ganzen Leute haben alle schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie endlich in Reiners Universum irgendwie, keine Ahnung, sich mit irgendwelchen Schleimwesen vergnügen können. Und dann ist es endlich soweit. Grand Opening in Reiners Universum. Vermute ich, wird es für euch auch kein Problem sein, etwas zu warten. Ich bin mittlerweile über 35 und wenn ich nach meiner Familiengeschichte in der männlichen Linie gehe, werde ich, wenn ich Glück habe, vielleicht 60. Das heißt, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens bereits hinter mir. Ja, reine klassische Midlife-Crisis, würde ich mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, das bleibt den wenigsten von uns erspart. Ich gebe dir jetzt mal eine Info, die dir vielleicht nicht so gefällt. Du hast höchstwahrscheinlich die Hälfte deines Lebens schon so vor ungefähr 10, 12 Jahren hinter dich gebracht. Ne? Also, wenn du nicht wirklich jetzt krass was an deinem Lebensstil änderst, wird die Nummer eher nicht auf 60 rauslaufen, sagen wir es einmal so. Ne? Ich bin immer noch zuversichtlich, dass ich diese Wette gegen Matti gewinne. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, früher oder später werde ich auch ankommen. Und
sobald ich in meinem Universum ankomme, Das ist vollkommen Delulu irgendwie. Der denkt tatsächlich, dass er 60, 70 Jahre alt wird. Ah ja, ist aber klar, weil der Arzt ist ja extra nochmal zurückgekommen, gell? heißt, wenn ich als der Gott meines eigenen Universums wiedergeboren werde, dann werde ich. Dann, Alter, ich glaub sogar, wenn das alles, jetzt sind wir mal auch komplett neben der Spur und sagen, hey, das tritt alles ein. Ne? Er kann da sein Universum machen und die Leute schlagen da auf. Ich glaube, das wird so eine Fire-Festival-Nummer. Oder? Kennt ihr das? Hat er das mitgekriegt? Aber ich glaube, 2017 war das oder so. Da hat er irgend so ein komischer Dulli gemeint, er muss für geldige Wannabe-It-Kinder von reichen Eltern so ein tolles Festival auf einer tropischen Insel veranstalten. Ne? Die sind da hingekommen, das war ein vollkommenes Desaster. Ja, 10.000 Euro dafür ausgegeben. Und ich glaube, so wird es sein. So, da gibt's so ein Toast mit einer Scheibe Käse zum Fressen. Dinge, um die sie sich nicht mehr im Knast schlagen würden. Und dann so ein paar windschiefe Zelte. Oh, das ist jetzt halt mein Universum. Hm. Ey, ich muss hier noch ein bisschen was machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am schlauesten umsetzen. Ne? Oh Mann, ich glaube, wenn es tatsächlich so wäre, das wäre die massive Enttäuschung für die meisten Leute. Da ist besser dann doch wieder sein eigenes Universum zu machen. Da weißt du wenigstens, was du hast. Die aus unserer Welt, aus unserer jetzigen Realität prüfen. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, wenn irgendjemand mein Universum betritt. Es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen, deren Kriterien ich nicht preisgeben werde. Ja, Bärchen und Hater dürfen es halt nicht sein, ha? Fertig, das war's. Auch grundsätzlich niemand preisgeben kann, weil sie nur aus meinem Kopf heraus entstehen. Das ist alles nur in meinem Kopf. Ich weiß, oh, das war schlimm. Entschuldigung. Es tut mir. Ich hab's selber gehört. Es tut mir leid. Aber ja. Oh, meine Fresse. Ja, kleine Affe mit den, ne? Mit den Becken. Der da in seinem Kopf. Oh, wild. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, aber wie willst du denn entscheiden, wer reinkommt und wer nicht? Es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir eure Erinnerungen und eure Gedanken ansehe. Ja, hatten wir schon. Rainer, die Scheiße hast du entweder im letzten oder im vorletzten Podcast schon genau so erzählt. Ne? Es ist so wild. Er denkt sich da sein Universum aus und tut so, als wäre das alles super deep. Massiv durchdacht. Der Tolkiens Universum ist ein Scheißdreck dagegen. Entschuldigung. Und dann fängt er an, drüber zu reden. Und wir sind jetzt hier, was haben wir denn jetzt? Erster Podcast 22 Minuten, zweiter 17 Minuten, dritter Podcast irgendwie halbe Stunde. Rund mal auf 1,5 Stunden. Weißt? Man hat jetzt schon nichts mehr zu sagen zu der Scheiße. Ist jetzt schon wurscht eigentlich. Er fängt jetzt schon an, sie 20.000 Mal zu. Ja, und dann. Was soll er erzählen? Es ist ganz, ganz dünnes Papier, auf das irgendein Vorschulkind mit Wachsmalkreide irgendwie Universum geschrieben hat. Dahinter ist genau gar nichts. Außer irgendwelche komischen Fabelwesen, wo er die Bilder aus dem Internet zusammengerippt hat und denen irgendwelche komischen sexuellen Eigenschaften gegeben hat. Ansonsten nichts. Jetzt heißt natürlich klar, das geht doch gar nicht. Ihr vergisst an dieser Stelle, dass ihr in meinem Universum euch zu diesem Zeitpunkt befindet, beziehungsweise am Rand meines Universums und ich euch entsprechend natürlich auch durch meine zu dem Zeitpunkt übermächtigen Kräfte auch durchaus anschauen kann. Ich kann sehen, wer ihr seid, wer ihr wart, und zwar ohne alle Lügen. Alter, das ist ungefähr so, wie wenn ich die Leute irgendwie, keine Ahnung, zu einer Pizza-Party einlade. Und ich schaffe alles an und Bier und so gibt's und Musik und alles ist lustig. Und dann kommen die Leute, klingeln an der Tür. So, ja, herzlich willkommen. Aber jetzt erstmal Leibesvisitation. Ne? Da drüben in die Ecke. Ne? Komplett einmal nackig nach vorne umbeugen, aufpassen, jetzt wird's kalt.
Das ist ungefähr dieselbe Masche. Rainer, entweder ist es dein harmoniebedürftiges Scheiß-Universum, in dem es alle Leute gut geht und Hass und Neid und negative Gefühle nicht existieren, dann kannst du ja jeden reinlassen. Ja? Dann kannst du auch jeden reinlassen, ohne ihm vorher irgendwie die Sonde hinten rein zu schicken. Oder du lässt es halt bleiben. Dann bleibst du alleine in deinem Scheiß-Universum. Ich kann eure Erinnerungen, eure Gedanken und eure Erfahrungen sehen. Das alles dauert nur ein paar Sekunden für euch und auch für mich. Doch am Ende weiß ich, ob ihr jemand seid, den ich in meinem Universum haben möchte oder nicht. Das hat er sicher auch aus irgendeinem Film oder irgendeinem Anime. Wenn es einem von euch einfällt, dieses, keine Ahnung, ich habe es in vielen Sachen schon mal gesehen, so, wenn man über Berührung dann irgendwie irgendjemand die Macht hat, die Erinnerungen von jemandem zu sehen und es alles ganz fürchterlich ist. Ne? Ich glaube, da gibt es mehrere Filme, die ihr da gesehen haben könntet. Nicht. Es gibt ein paar Menschen, also ein paar der Kriterien sind tatsächlich bekannt. Es gibt ein paar Menschen, die ich in meinem Universum nicht haben möchte. Das liegt aber nicht zuletzt daran, weil ich glaube, dass diese Ofi, Regenbogen, Schaf, Dorian, Affenkeks, Erdbärchen, Cola-Bärchen, alle anderen Bärchen. Es dürfen keine Hater und keine Bärchen sein. So, es müssen halt einfach rückgratlose Schleimer sein. Die sind auch prädestiniert, dann in seinem Scheiß-Universum hier wieder als was war's, Schleim der Begierde wieder geboren zu werden. Rückgratlose Arschlecker müssen das sein, die ihm hinten reinkriechen, den lieben langen Tag und seine Großartigkeit preisen. Menschen in meinem Universum auch gar nicht glücklich werden können. An dieser Stelle auch nochmal als kleiner Hoffnungsschimmer für die Leute, die sich da vielleicht schon denken, oh nein, da komme ich ja gar nicht hin. Ihr könnt auch jederzeit euer eigenes Universum erschaffen. Ja, mit Blackjack und Nutten und genau so werde ich es auch machen. Das ist nur eine Frage des Willens und des Umsetzens. Das geht nur in eurem Kopf. Mein Universum existiert bereits, aber es existiert in meinem Kopf. Und wenn ich sterbe... Ja, Rainer, in deinem Kopf existiert so einiges, was ganz ehrlich da besser bleiben sollte. Du hast in den letzten Jahren schon viele Dinge in deinem Kopf gehabt, die du unnötigerweise ins Internet gepimmelt hast und es hat nie eine positive Resonanz gegeben. Da braucht man irgendwie die Wien-Aussage, diverse andere Aussagen über Frauen oder menschliches Paarungsverhalten etc. Ne? Die Frage, ob es zu jung gibt oder nicht, all diese Dinge, die in deinem Kopf, die wären da exklusiv für dich am besten aufgehoben gewesen. Und wenn es ein bisschen Selbstreflexion gehabt hättest, hättest du auch sagen können, okay, keine Ahnung, das ist offensichtlich nicht normal, so irgendwie mit mir stimmt irgendwas nicht, vielleicht sollen wir professionelle Hilfe suchen. Ne? Vielleicht soll ich irgendwo hingehen, es gibt Anlaufstellen für solche Leute, ne? Wo die hingehen können, ne? Auch anonym, um zu sagen, gib bitte, ich brauche Hilfe, ich möchte nicht zum Täter werden. Ne? Die gibt es. Rainer, wenn du die Nummern hast, ich suche dir die raus. Das ist sicher nicht schwer zu googeln. Existiere ich in meinem Universum. Wenn ihr in mein Universum kommt und ich euch entsprechend dann in meinem Universum begrüße, dann könnt ihr euch in meinem Universum entweder... Ja, die Begrüßung, ja, die kann ich mir gut vorstellen. Runter von meinem Universum! Der blöde Arschlecker! Ich reiß aus den Gedärme raus! als Seele frei bewegen, allerdings nur in den Totenreichen. Es gibt mehrere verschiedene Totenreiche. Ich würde empfehlen, euch... Ach so, wenn ich nur als Seele, dann bin ich auf die Totenreiche beschränkt. Ja, das ist ja lame. Aber Rainer ist wieder ein Fuchs. Ne? Das ist wieder natürlich eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bewegen, lieber doch als eins seiner Fabelwesen wiedergeboren zu werden. Ne? Und zack, hat er wieder ein neues Engelchen. Ne? Dass ihm, dadurch, dass es ja wirklich, keine Ahnung, 300 Jahre oder so alt wird, sehr, sehr, sehr lange zu Diensten zu sein hat. Ah, das ist hier so ein Pyramid-Scam, oder? Das ist so ein Schneeballsystem. Oh Mann. Er lockt die Leute da rein und sagt, ja, ein tolles Universum.
Und wenn du einmal da bist, dann ist die Falle zugeschnappt. Das ist wie damals in der Schanze, wenn es tatsächlich sich mal einer getraut hätte, außer hier Bianca, der alten Trümmermulle, in seine Schanze zu kommen, dann wäre auch wahrscheinlich, ja, die Schanzentür hätte sich hinter der Person verschlossen. Und dann bist du ihm ausgeliefert. Da einfach meinen Blog mal anzuschauen oder andere Podcast-Folgen anzuschauen oder abzuwarten, bis sie kommen. Einige werden zu dem Thema noch kommen. Ja, Rainer, insgesamt haben wir jetzt gerade 4 Podcast-Folgen, ha? Das ist, wann ist da die letzte rausgekommen? Ich sehe es gerade nicht. Bei mir 28. März. Die letzte ist am Dienstag erst rausgekommen, also vor, ja, nicht ganz eine Woche. Und, wir haben jetzt hier 4 Folgen. Ich gebe der Nummer, vor allem, weil du gerade wieder frustriert bist und dein Discord gelöscht hat. Schauen wir mal. Ne? Vielleicht kommt noch eine 5. Folge. Wenn eine 6. kommen würde, würde mich das sehr wundern. Ne? Wir sind gerade wieder in diesem Frustrationstoleranz nicht gegeben. Reiner steckt den Kopf in den Sand. Phase. Wo wieder wild um sich geschlagen wird und alles wird gelöscht. Und wenn er sich dann beruhigt hat in ein paar Monaten, dann fängt der ganze Scheißdreck wieder von vorne an. Aber da hat er wenigstens was zu tun. Auf jeden Fall wird es darauf hinauslaufen, dass, wenn ihr sterbt und da Seele in mein Universum kommt, ihr könnt es nur als Seele betreten. Dann könnt ihr entweder wiedergeboren werden oder ihr könnt als Seele leben. Als Seele habt ihr nicht kompletten Zugriff auf das ganze Universum, sondern nur auf die Totenreiche des Universums. Ihr könnt aber... Alter, das ist hier Reiners Universum. Die Existenz in Reiners Universum ist das Unendlichkeit gewordene Freemium-Game. Ja, du kannst das schon gratis runterladen. Wenn du irgendwas da erleben willst, so, dann musst du committen. Dann muss ein Abo-Modell abgeschlossen werden. Und dann bist du auf jeden Fall mindestens 300 Jahre lang Engelchen. Herzlichen Glückwunsch. Alter Keks. Zwischen den verschiedenen Totenreichen umherwandern. Das heißt, ihr könnt entweder, es gibt in meinem Fall jetzt die Götter des Asgards, also die Götter Asgards, das heißt Odin, Thor und so weiter. Und da gibt es unter anderem die 3 Totenreiche. Es gibt den Planeten Asgard, um den kreisen 3 Monde. Rainer, denk dir doch halt wenigstens ein bisschen was Eigenes aus, ne? Ein bisschen was. Ja, es gibt dann Götter und dann machen wir halt Asgard mit rein. Ne? Dann muss er sich die nordischen Götter nach seiner eigenen Vorstellung nochmal irgendwie ausdenken. Rainer, denk dir noch was Neues aus. Doch lame. Ne? Wenn der Asgard will, geh einfach nach Asgard. Ne? Wenn meine Seele nach meinem Ableben die ultimative Freiheit genießt, dass sie machen kann, was sie will. Volkwang, Helheim und Valhalla, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ganz ehrlich, warum sollte jemand, der Bock hat auf nordische Mythologie und der vielleicht diesen Glauben hat oder so, warum sollte der in die reiner auf Temu bestellte Variante von Valhalla gehen, anstatt ins echte Valhalla zu gehen? Wie gesagt, angenommen, die ganzen Hirngespinste, die ihm da im Kopf rumgeistern, wären irgendwie wahr. Aber wenn wir das Gedankenexperiment mal anfangen, dann macht es auch da schon keinen Sinn mehr. Ne? 3 sind die Totenreiche. Die können nur von mir und den Göttern und den Seelen betreten werden, nicht von Lebenden. Zwischen den Planeten könnt ihr durch Portale und so weiter reisen, aber auch das... Achso, deswegen heißen die Totenreiche. Das macht natürlich Sinn, Rainer. Das kommt in einem anderen Thema mal vor. Gut, ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr umfangreich und es ist gar nicht so einfach, das alles zu thematisieren. Nee, Rainer, das Ganze ist überhaupt nicht umfangreich und es ist fürchterlich einfach, das zu thematisieren, Rainer. Rainer, du leidest unter krankhafter Einsamkeit und du spinnst dir irgendwelche komischen Wix-Fantasien in deinem Ogerstübchen zusammen. Und vor lauter, boah, schaut's mir an, ich bin doch nur jemand, bist du der Meinung, das Ganze dann ins Internet pimmeln zu müssen? So, fertig. So kompliziert ist es nicht. Zumal ich verschiedene Sachen auch ansprechen möchte, aber gar nicht ansprechen kann, weil es gerade bei einem anderen Thema ist. So, wenn ihr als Seele in meinem Universum ankommt und ihr wollt wiedergeboren werden, dann habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, euch... Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon seit 4 Minuten, ne, seine 4 Minuten, bei mir sind es schon wieder 20, in dieser Scheiße drin.
Und es hat angefangen mit, ja, wie kommt ihr in mein Universum? Also ihr könnt mein Universum nur als Seele betreten. Und wir sind in diesen 4 Minuten 30 Sekunden jetzt genau gar nicht weitergekommen. Wir sind immer noch bei genau diesem Punkt. Und das, nachdem er es vorher schon 12 Minuten lang genau so schon mal verzapft hat. Rainer, das ist nicht fürchterlich umfangreich und kompliziert. Du erzählst einfach dieselben 2 Minuten 50 Mal hintereinander. Damit füllst du auch 100 Minuten Runtime, aber es kriegt halt kein Fleisch mehr auf den Knochen. Zu entscheiden, wiedergeboren zu werden oder erstmal als Seele weiterzuleben. Als Seele habt ihr, wie gesagt, einen beschränkten Bereichszugang zu verschiedenen Totenreichen. Aber als Lebender habt ihr, also als lebendes Wesen, habt ihr da verschiedene Möglichkeiten. Der Nachteil daran ist, Ja, keine Ahnung, wenn du uneingeschränkten Zugriff auf alle Reiche haben willst, dann musst du vorher irgendwie bei Tipeee irgendwas gespendet haben. Das ist wie auf dem Discord. es gibt natürlich immer auch einen Nachteil, ne? Das ist der Haken, das Haar in der Suppe. Ihr könnt euch nicht entscheiden, als wer oder was ihr wiedergeboren werdet. Ihr werdet eure Erinnerungen, dazu kommen wir auch gleich noch genauer, behalten. Zumindest zum Teil. Ja, Aber ihr werdet warum das eine Arschloch-Idee ist, das haben wir das letzte Mal schon besprochen. quasi als, naja, ihr könnt als eines der verschiedenen Kreaturen in meinem Universum wiedergeboren werden. Welche es genau gibt, könnt ihr im Universum, also in meinem Blog, durchlesen. Aber so ein paar Tipps gebe ich euch. Zum Beispiel könnt ihr als Mensch wiedergeboren werden. Natürlich. Aber die Menschen sind nicht das, was sie hier sind. Ja, ihr seid keine überlegene Spezies. Denn so eine Art von Denkmuster gibt es in meinem Universum nicht. Ihr könnt. Ja, Rainer, in deinem Universum gibt es überhaupt kein Denkmuster. Rainer, dein Universum ist komplett aus deiner Körpermitte heraus entstanden. Da hat das, ganz ehrlich, das Gehirn war während dem Entstehungsprozesses dieses Universums lediglich fürs vegetative Nervensystem zuständig. Der Rest ist alles hier vom Maulwurf geschrieben. Ne, von der Paarungsbereitschaft von irgendwelchen Wesen. Rainer, keine Denkprozesse, nein. Auch als Minotaurus wiedergeboren werden. Oder als Drache. Als eine Art Fabelwesen. Einhorn oder verschiedene andere. Phönix gibt es auch. Alle haben eine Lebensspanne. Selbst die Phönixe. Ja, gibt's auch alles. Copy-Paste. Was soll der Geiz? Die einzigen, die unsterblich sind, sind die Götter. Zu einem von denen könnt ihr allerdings nicht werden. Es gibt. Ja, schade. Ne? Das ist, also die Götter sind praktisch, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, das ist so wie die Discord-Moderatoren. Ne? Nur, dass er es selber ausgedacht hat und deswegen können sie keine Hater sein. Obwohl, das wäre wirklich die Krönung der Erbärmlichkeit, wenn er es nicht einmal hinkriegen würde, haterfreie Zone da zu schaffen, wenn seine eigenen, von ihm erschaffenen Gott-Moderatoren fürs Universum dann auch irgendwann Hater werden, weil es einfach unausweichlich ist, dass jeder, der mit ihm zu tun hat und besonders die Leute, die mal bei ihm Mod sind, irgendwann Hater werden. Es gibt allerdings Halbgötter, die eine sehr lange Lebensspanne haben. Aber es gibt keine Götter, die ihr werden könnt. Denn die Götter sind Wesen, die ich in meinem Universum als Unsterbliche erschaffe. Zum Thema der Erinnerungen, und damit sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Erinnerungen sind etwas, das viele am meisten Angst haben zu verlieren. Gleichzeitig gibt es Menschen, die ihre Erinnerungen am liebsten verlieren würden. Ich hab heute erst so ein Ding gesehen, wo es wieder darum ging, irgendwelche Videospiele, über die man gerne die Erinnerung löschen würde, um die noch einmal zum ersten Mal erleben zu können. Denkt da mal drüber nach, Leute, die hier gerne zocken, so mein Ding wären, ich glaube, Secret of Mana und Terranigma würde ich wirklich gerne nochmal zum ersten Mal erleben dürfen. Das sind so schöne Spiele und haben so eine geile Atmosphäre. Da stimmt irgendwie fast alles. Klar, man 90er Jahre Super Nintendo Limitationen, aber die Musik, die Atmosphäre, die Story, die Charaktere, das Gameplay, die Monster, das macht alles Spaß. Und das sind so Dinger, ne? Die nochmal rauslöschen und nochmal ganz von vorne erleben, das wäre richtig cool. Oder Songs, Musikstücke, die man
wo man gedacht hat, beim ersten Mal, als man sie gehört hat, die einen so richtig mitgenommen haben. Das wäre schön. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. In meinem Universum könnt ihr entweder mit euren Erinnerungen an dieses Leben wiedergeboren werden oder auch nicht. Allerdings gibt es eine Situation, die definitiv angesprochen werden muss. Situation, ja, jetzt bin ich gespannt, Rainer. Wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dass man die Erinnerungen verliert, dann sind die unwiderruflich weg und man kriegt sie nicht wieder. Habe ich dich durchschaut? Wenn ihr tot seid, das heißt, wenn ihr im Zustand der Seele seid, werdet ihr euch immer an alle eure Leben erinnern. Das Ah, okay, nee, ich war falsch. Ne? heißt, wenn ihr 10 Leben in meinem Universum geführt habt und das eine hier, also 11 Leben im Ganzen, dann werdet ihr euch an alle 11 Leben erinnern. Wenn ihr lebt, habt ihr nur Zugriff auf einen Teil eurer Erinnerungen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass euer menschlicher, also euer sterblicher Verstand durch das Fleisch gebunden ist. Alter, das zieht er sich doch jetzt auch wieder aus dem Arsch. Oh, meine Fresse. Rainer, warum erschaffst du Wesen dann in deinem Universum, die dann aufgrund der Limitation ihres Körpers wieder zu dumm sind, zu checken, was die Seelen checken? Das macht doch keinen Sinn. Lass doch die Leute in Ruhe. Ihr könnt also euch nur an einen Teil eures Selbst erinnern. Wie das Ganze aussehen wird, kann ich irgendwann mal noch genauer thematisieren, aber im Prinzip geht es mir so darum, ihr könnt euch an ein Leben erinnern. Anfangs habe ich gedacht, ich mache es das so, und ich kann ja die Regeln jederzeit ändern, wie ich lustig bin. Das ist ja das Schöne an meinem Universum. Ja, für dich ist das Schöne. Für alle Leute, die da drin stecken, 300 Jahre als Engelchen, ist das überhaupt nicht schön, wenn du zwischendrin auf einmal die Regeln änderst. Ne? Anfangs habe ich gedacht, ich mache es so, dass ihr, wenn ihr sterbt, euch nur an dieses eine Leben hier erinnert. Aber wenn ihr wiedergeboren werdet und wiedergeboren werdet und wiedergeboren werdet, erinnert ihr euch nur an dieses eine Leben während des Lebens. Während des Todes erinnert ihr euch auch an die anderen 4 Leben, die ihr geführt habt. Aber während des Lebens erinnert ihr euch nur an dieses eine Leben. Mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, es anders zu tun. Jemand, der in meinem Universum von... Er schwafelt hier ein bisschen vor sich hin und ist jetzt schon wieder vollkommen außer Puste. Der schnaubt schon wieder wie alte Dampflok, davon, dass er da sitzt und schwadroniert über sein Scheiß-Universum. Ne? Und der Typ, dieser Sitzschwitzer, ja, der vom Sprechen so krass außer Atem kommt, dass man denkt, der kriegt einen Herzkasperl, der will mir erzählen, dass er regelmäßig ins Gym geht. Ja klar, Rainer, haben wir gelacht. Von Anfang an geboren wurde, das heißt, dessen Seele auch in meinem Universum geboren wurde, denn die Arten, die es in meinem Universum gibt, die leben ja bereits da. Es gibt also bereits Leben in meinem Universum und das, was ihr hier habt und dann wieder mitnehmt in mein Universum, wird dort ja erst entstehen, aber ihr habt ja eure Seele aus diesem Universum mitgenommen. So, die anderen Seelen, die dort sind, können sich jederzeit auch nur an ein Leben erinnern, aber auch jederzeit nur an das eine Leben, das sie bis dahin geführt haben. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es eine sehr lange Zeitspanne ist. Mein Universum bewusst entschieden für mein Universum, dass ich das erschaffen möchte, habe ich mich erst... So, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Satz zustande bekommen habe. Ich habe ihn mal bewusst darin gelassen, um euch mal einen kleinen Lacher zu gönnen. Ja, es ist wirklich schreiend komisch, Rainer. Es ist schreiend komisch, wie du hier so einen Schlaganfall aufvermimst. Denn ich musste mir so den Arsch ablachen. Ich habe mir diese Aufnahme bestimmt 10-mal angehört, um rauszufinden, was ich da eigentlich sagen wollte. Es ging letzten Endes darum, dass ich... Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Ich mich erst vor kurzem dazu entschieden habe, mein Universum bewusst zu erschaffen. Das heißt, ich habe erst seit 1-2 Monaten, als ich den Blog angefangen habe, meine Idee des Universums, meine Idee meines Glaubens zu notieren, aufzuschreiben und bewusst wiederzugeben. Ich arbeite schon seit sehr langer Zeit daran, viel, viel länger, als ich mich selbst erinnern kann.
Ja, das ist genauso, wie du erzählt hast, dass du diese scheiß Kommunenidee auch schon seit 10 Jahren gehabt hättest. Das ist alles Horseshit, Rainer, das wissen wir. Das ist halt Lülülü at its finest. Ne, versuch uns nicht zu verarschen. Du hast dir das jetzt vor ein paar Monaten spontan aus dem Arschgebirge gezogen, weil dir die Decke auf den Kopf fällt. Weil sogar jemanden, der so geistig minder bemittelt ist wie du, ne, das nicht ausreichen kann. Die graue Wand in diesem scheiß Monteurszimmer von SS-Uwe hier anzustarren. Jahr und Tag und Jahr und Tag und Jahr und Tag, während man sich in ein frühes Grab frisst. Mit Fertigburgern von Ja. Glaube ich, denn viele Sachen, die ich glaube und viele Sachen, die zu meinem Glauben gehören, habe ich schon als Jugendlicher oder als Kind gehabt. Jetzt muss ich dazu auch noch sagen, dass mein Universum immer noch im Aufbau ist. Ich habe mich inzwischen also dazu entschieden, jemanden die Erinnerungen, die er möchte, zu lassen. Das heißt, sehr gnädig von dir, Rainer. Das ist wirklich. Du bist so ein guter Schöpfer einfach. Ja, jetzt gehe ich doch in dein Universum. Jetzt, wo du so gnädig warst. Halt einfach dein dummes Maul. Die Leute, also die Menschen, die in unserem Universum in unserer jetzigen Realität sterben und in meinem Universum wieder geboren werden möchten, ihr könnt euch an euer Leben erinnern. Ihr könnt wissen oder ihr wisst, dass ihr bereits in diesem Leben gelebt habt, auch wenn ihr die Erinnerungen daran nicht habt. Natürlich könnt ihr in eurem ersten Leben in meinem Universum euch nur an dieses eine Leben erinnern, denn es gibt letzten Endes ja nur dieses eine Leben, an das ihr... Letzten Endes, ganz ehrlich, ich glaube, Rainer als Schöpfer wäre noch eine schlimmere Fotze als der christliche Gott so. Der würde Leute für noch banalere Scheiße aus dem Paradies verbannen, wie einen scheiß Apfel zu fressen. 100%ig. 100%ig. Hier, du wirst aus dem Universum verbannt. Warum subtiles Gehate? Aber ich kann gar nicht haten. Du hast das Universum hatefrei erschaffen. Raus, runter von meinem Universum. Ihr euch erinnern könnt. Jedenfalls nach unserem jetzigen Wissensstand. Nun ist es Tor, lass den Bannhammer fliegen. aber so, dass wenn ihr in meinem Universum sterbt und wiedergeboren werdet und nochmal wiedergeboren werdet, ihr euch jederzeit entscheiden könnt, welche Erinnerungen ihr zurückhaben wollt. Allerdings nicht in Form von ein Leben hier, ein Leben da, mal die Hälfte hier, mal die Hälfte da, sondern es geht immer nur ein gesamtes Leben. Wenn ihr also in meinem Universum geboren... du, keine Ahnung, wenn ich in deinem Universum geboren werde als irgendein Vieh, was mir nicht so taugt, so, dann bin die Selbsttermination ja immer noch frei, oder? Oder ist es auch verboten in deinem Universum, dass man sagt, boah, Dreck, ey, ihr möchtet ihr nicht irgendwie als Snus-Sklave für den dicken Schöpfer existieren, sondern vielleicht auch ein bisschen Gaudi an dieser Existenz haben, sodass man dann sagt, geht raus aus der Nummer. Ne? Oder ist das verboten? Mitgehangen, mitgefangen, in for a penny, in for a pound, oder? Bist drin einfach so. Da hat er dich. Fall ist zugeschnappt. Geboren werdet und das zweite oder dritte Leben in meinem Universum führt, erinnert ihr euch quasi nur an das Leben, das ihr bei eurer Wiedergeburt haben möchtet. Ihr werdet aber gleichzeitig auch wissen, wenn ihr aus dieser Welt hier stammt, dass ihr hier schon geboren wurdet, also dass es euer drittes Leben bereits ist oder vielleicht mehr als euer drittes Leben. Auch überlege ich, das so zu machen, dass jeder sich daran erinnert, wie viele Leben er bereits geführt hat. Alter, was ist denn das für eine Albtraumvorstellung? Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet dann geboren als eins von seinen komischen Bumsknödel-Fabelwesen und ihr seid euch bewusst, dass ihr schon vorher ein paar Leben geführt habt, könnt euch aber nicht an die erinnern. Da ist doch vollkommener Wahnsinn, absolut vorprogrammiert, oder? Da drehst du am Radl. Rainer, dein Universum ist schlimmer als fucking Guantanamo Bay. Das ist seelische Folter, was du hier erzählst. Alter Schwede. Gut, jetzt schweife ich aber sehr weit ab. Ja. Kommen wir kurz zum nächsten Punkt. In meinem Universum leben. Gut, in meinem Universum gibt es sehr viele Arten von Leben. Ich bin jetzt momentan bei 43, Entschuldigung, ich bin bei 43 Steckbriefe für Bestiarium-Einträge. Alter, für ein ganzes Universum sind 43 Arten nicht viel.
Rainer, in der Falte unter deinen Titten leben mehr als 43 unterschiedliche Organismen. Ne? Schreib doch für die vielleicht einmal ein Bestiarium. Ja gut, die Hälfte davon sind irgendwelche Pilze und Bakterien, ne? Vielleicht sind auch ein paar Läuse dabei. Alter. Es sind jetzt aber noch keine Halbgötter, es sind noch keine Götter dabei. Und es ist noch nicht mal die Hälfte von denen, oder es dürfte etwa, vielleicht ist es die Hälfte, maximal die Hälfte von den Bestiarien, Listeneinträgen, die ich machen kann. Boah, geil. Dann kommst du auf, sagen wir mal, runden wir es auf 100 verschiedene Arten auf, die es in deinem Universum gibt. Verteilt auf sehr, sehr viele bewohnbare Planeten. Rainer, das ist ein ziemlich einsames Universum. Es wird für jede Art mehrere Einträge geben, aber das ist so die erste Variante jetzt. Und ihr könnt quasi in meinem Universum, in meinem Blog nachschauen, wie viele von diesen Arten es geben wird. Arten. Und wie gesagt, das sind sehr viele. Nein, wie gesagt, sind es nicht, Rainer. Und ihr könnt, wie gesagt, es gibt auch verschiedene Arten, die auf verschiedenen Heimatplaneten leben. Und die können auch zwischen den Planeten hin und her reisen. Ja, toll, Rainer, ganz super. Ihr habt also eigentlich eine sehr schöne Auswahl an Leben. Ja, die haben wir ja offensichtlich nicht, weil auch du bestimmst, als was wir wiedergeboren werden. Nur, dass ihr euch halt leider nicht entscheiden könnt, als welche Art ihr wiedergeboren werdet. Ja, dann haben wir keine Auswahl, Rainer. Also entweder habe ich Auswahl oder ich kann nicht entscheiden, aus welcher Art. Eins davon. Wie man einfach so wenig der deutschen Sprache mächtig sein kann, dass man die Bedeutung des Wortes Auswahl nicht kennt. Und sich jetzt hier hinsetzt und erzählt, wie man ein Universum erschaffen hat. Ich werde schon wieder matt einfach. An dieser Stelle kurz eingeworfen. Ich denke übrigens schon seit längerem darüber nach, ob ich nicht so etwas wie eine Art System entwickle, wonach man wie eine Art Punktesystem sich einmal oder alle 100 Jahre, alle 1000 Jahre, je nach Leben, sich dafür entscheiden kann, als bestimmte Art wiedergeboren zu werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich nicht dafür entscheiden zu können, als welche Art man wiedergeboren wird. Und was du hier gerade, das ist hier so ein Live-Service-Game. Gibt's dann auch so einen Ingame-Shop, wo ich mir dann neue Skins kaufen kann? Was muss ich für die Ingame-Währung tun? Oh, 900 Jahre als Reiners persönliches Schrankengelchen gelebt hast, dann kriegst du mal 5 Punkte. Oder als ein bestimmtes Geschlecht oder ähnliches. Doch, das ist derzeit noch nicht der Fall. Und wenn, dann müsste ich da auch über mehrere 10.000 Jahre nachdenken, da viele Arten mehr als 100 oder 200 Jahre oder mehr als 1000 Jahre leben, je nach Art. Ja, das ist hier, keine Ahnung, wenn du Bock drauf hast, Solo Self-Found Diablo 2 zu spielen, dann könnte es vielleicht was sein, weil dann hast du einfach wirklich nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag dieselbe Scheiße zu machen, um dann am Ende wirklich nichts dafür zu kriegen. Für solche Leute ist das dann vielleicht doch das richtige Universum. Ich glaube, alle Leute, die klar bei Verstand sind, machen sich dann doch lieber ihr eigenes. Doch ich denke, das ist sinnvoll, denn auf diese Art und Weise möchte ich versuchen zu verhindern, dass die Rassentrennung oder ähnliche schreckliche Dinge passieren. Denn niemand kann wissen, als was er wiedergeboren wird. Aber dadurch, dass jeder weiß, als was er schon mal vorher gelebt haben könnte oder hat, wird er sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, ob das sinnvoll ist, da jemanden anderen zu diskriminieren, weil man weiß selbst nicht, was passiert. Denn jeder wird mit dem Wissen geboren, dass seine Wiedergeburt, für die er sich selbst entschieden hat, rein zufällig war. Ja, das fürchterlich schlechter Gamble. Ne? Dass ich dann sage, ja, ich gehe jetzt darauf ein, ich weiß nicht, als was ich wiedergeboren werde und ich kann theoretisch irgendwie als 1500 Jahre lebendes Scheißwesen wiedergeboren werden, das mir überhaupt nicht bockt. Alternativ könnte ich einfach mein eigenes Universum erschaffen, in dem ich sein kann, wer und was ich will. So. Das heißt aber auch, in meinem Universum gibt es ja keine negativen Gefühle, keine negativen Aspekte.
nichts, was einem irgendwie in irgendeiner Form negativ oder zu einem negativen Menschen machen könnte. Ja, dann brauchst du auch keine Vorbereitungen gegen Rassentrennung treffen, Rainer. Wenn das so ein harmonisches, nur positives Universum ist, dann können doch die Leute sich auch aussuchen, als was sie wiedergeboren werden, weil dann ist ja doch diese Rassismus-Problematik schon gebannt. Alter, der denkt nicht von 12 bis mittags, das ist... Oder zu einem negativen Lebewesen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre in meinem Universum wiedergeboren werden. Rainer, das ist der ganze Scheißpunkt. Die ganze Zeit schon. Du redest seit 25 Minuten darüber. Können wir bitte zum nächsten Punkt, zum richtigen nächsten Punkt kommen? Aber den gibt es nicht. Im Prinzip habe ich das jetzt gerade schon größtenteils wiedergegeben. Deswegen, wieso erzähle ich es euch jetzt nochmal? Das ist die Frage, die ich mir stelle hier, Rainer. Warum erzählst du es mir jetzt zum 5. Mal? Mehrfach in diesem Podcast und auch schon im vorherigen Podcast. Warum? Das ist im Prinzip ganz einfach. Der erste Eintrag zu dem Thema war die Wiedergeburt aus diesem Leben. Der zweite Eintrag ist die Wiedergeburt allgemein. Denn Rainer, du hast es doch schon gesagt. Man kann dann wiedergeboren werden und entweder hat man dann die Erinnerungen oder man hat sie nicht, aber man kann nicht entscheiden, als was man wiedergeboren wird. Dann entscheidest nämlich du, weil es ansonsten Rassismus gibt in der Welt, in der es aber eigentlich keinen Rassismus geben darf, weil es keine negativen Gefühle gibt. So. Weiter im Text. werde in meinem Universum ja als Gott oder als göttliches Wesen wiedergeboren. Das heißt, mit einem unsterblichen Körper und einem unsterblichen Geist. Gut, den unsterblichen Geist haben wir alle in meinem Universum, aber unsterbliche Seele ist ja nicht gleich unsterblicher Körper. In meinem Fall allerdings schon, denn Ja, weil du der Capo bist in deinem scheiß Universum. Und das ist praktisch, weil dann kannst du nämlich deine Mikrowellenburger bis ans Ende aller Zeit reinschieben. Vielleicht einmal fertigen Macaroni mit Käse als kleinen Diät-Snack zwischendurch, ohne dass hier so nervige Sachen passieren wie, keine Ahnung, offene Beine, Wasser in die Haxen, Diabetes, eine Galle, die einem rausgenommen werden muss oder ein früher Tod aufgrund von Adipositas verursachten Krankheiten. Dann kommt der Arzt nämlich tatsächlich zurück und sagt, was du für gute Werte hast. Ach, wäre es nicht schön, ja? Diese lästige Realität nicht wäre, sondern man gleich einfach in seinem eigenen Universum leben könnte. es ist ja schließlich alles auf meiner Erfahrung, auf meiner Erinnerung, auf meinem Wissen und auf grundsätzlich von meinem Verstand, also auf meiner... Dein Wissen und dein Verstand, Alter, darauf würde ich nicht ein Universum aufbauen. Alter, auf deinem Wissen und deinem Verstand würde ich kein Kartenhaus aufbauen. Kein Scheißhaus würde ich da draufstellen. Wenn mir jemand sagt, so Digga, ich muss dringendst kacken gehen, wo ist das nächste Scheißhaus? Und jemand zeigt auf so ein kleines Heisel und sagt, das hat der Rainer gebaut, dann gehe ich in den Wald. Ja, so sehr, du kriegst einen Donnerbalken nicht. Wortwitz geschissen. Ne? Wie willst du ein Universum erschaffen? Es ist ja aus meiner Seele heraus entstanden, diese Welt. Und jetzt kommt... Deine Seele, so sie denn existieren sollte, ist ein schwarzes Loch des Nichts und der Erbärmlichkeit. Ne? Alles, was daraus entsteht, kann nur fürchterlich und ekelhaft sein. Kommt der Clou. Ich möchte auch in meinem Universum wiedergeboren werden können. Denn ich möchte keinen unsterblichen Körper auf Dauer haben. Ich möchte quasi jederzeit in der Lage sein, auch ein sterbliches Leben führen zu können. Der kleine Unterschied zwischen euch und mir ist allerdings, und entschuldigt, aber da habe ich leider die Entwicklerprivilegien, wenn man so möchte. Ich kann mich entscheiden, als was ich wiedergeboren werden möchte. Ja, du hast Administratorrechte in deinem Universum. Haben wir gecheckt, ja. Als welche Art und auch als welches Geschlecht. Das ist so eine Kindergartenscheiße, ganz ehrlich. Das ist wie wenn im Kindergarten oder in der Grundschule dann irgendeiner kommt und sagt,
Ich habe ein neues Spiel entwickelt und das komplette Spiel ist nur darauf ausgelegt, dass er gewinnt und alle machen, was er sagt. Auf dem Niveau bewegen wir uns wieder. Und ich habe in den letzten Jahren so oft gesagt, jetzt hat er sein letztes bisschen Verstand endgültig verloren. Und dann hat er mich doch wieder eines Besseren belehrt. Deswegen sage ich es jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass er sein letztes bisschen Verstand endgültig verloren hat. Ich glaube, der wird noch tiefer sinken. Ne? Ich kann mir noch nicht vorstellen, wo es jetzt vom Universum der sexuellen Übergriffigkeit noch hingehen soll. Habe ich keine Ahnung. Aber ich bin überzeugt, der wird das Niveau Limbo weiterspielen und zwar sehr erfolgreich. Denn ihr könnt euch auch nicht für euer Geschlecht entscheiden, wenn ihr wieder geboren werdet. Ich allerdings schon. Ich kann mich entscheiden, als wer und als was ich wieder geboren werden möchte. Eine Sache ist sehr wichtig. Jeder, der mich sieht, kann nicht wissen, dass ich der bin, der alles erschaffen hat. Außer ich möchte das. Im Klartext, ich werde auch als sterbliches Wesen über all meine Kräfte und über all meine Erinnerungen verfügen. Das hat vor allem den Grund, dass ich für alle Fälle irgendwie was machen kann oder eingreifen kann. Ich möchte niemanden in irgendeiner Form beeinflussen, zumal es sowieso nicht geht, weil der freie Wille existiert. Aber letzten Endes, wenn mal irgendwas Schreckliches passiert oder sonst was, oder ich der Meinung bin, ich muss hier oder da mal was eingreifen oder was machen, oder die anderen Götter brauchen mich, die für mich arbeiten sozusagen, das ist bescheuert ausgedrückt, wenn die anderen Götter mal irgendwie... Er merkt selber, wie bescheuert das ist irgendwie. Er merkt das selber. Rainer, den Gedanken, den du gerade hattest, als du gesagt hast, die anderen Götter, die für mich arbeiten, wo du gerade kurz gedacht hast, Alter, das hört sich fürchterlich lächerlich an. Halt dich mal an diesen Gedanken. Geh den Weg mal ein paar Schritte weiter. Ne? Und dann werde dich der eigenen Erbärmlichkeit bewusst, lösch den ganzen Scheißdreck hier und versuch irgendwie dein Leben auf die Kette zu kriegen. Ist langsam nimmer lustig, ganz ehrlich. Die was brauchen, dann müssen sie mich auch jederzeit erreichen können. Die Götter sind auch die einzigen, die mich jederzeit, die anderen Götter sind auch die einzigen, die mich jederzeit erreichen, beziehungsweise die mich auch jederzeit in welcher Form auch immer erkennen werden. Egal in welcher Form, egal in welcher Gestalt, sie werden immer wissen, wer ich bin. Das gleiche gilt für die Götter untereinander. Merkt ihr das? So hat sich Rainer eigentlich auch seine YouTube-Existenz vorgestellt. Rainer hat gedacht, er wird dann irgendwann der allmächtige YouTube-Guru und dann hat er Mods, die kümmern sich um alles, die beantworten die lästigen Sachen, ne? Wie Kommentare beantworten und dergleichen. Ne? Die kümmern sich um alles, die schreiben ihm seine Skripte, er setzt sich dann da einmal am Tag ein bisschen hin und entweder dattelt er oder rattert da irgend so ein Shit runter und ansonsten wird ihm alles abgenommen. Ne? Jeder Wunsch wird ihm von den Lippen abgelesen. So hat er gedacht, wird das passieren, als er jetzt gemerkt hat, so Social Media mäßig läuft das nicht und im normalen Leben auch nicht, generell nicht. Jetzt ist die Realitätsflucht wirklich einfach angesagt. Jetzt geht's raus aus der Welt und ins eigene Universum. Ja, wenn dieses Universum nicht seinen hohen Ansprüchen genügt, so dann muss er halt sein eigenes machen. Und ja, auch die Götter können wiedergeboren werden. Denn ich bin der Meinung... Rainer hat gedacht, die Götter sind unsterblich. Du hast mir vor 10 Minuten erzählt, dass diese Götter unsterblich sind. Dass das die einzigen anderen unsterblichen Wesen sind. Alle anderen Wesen in deinem tollen Universum, alle 40, sind zwar langlebig, aber sterblich. Gerade ein unsterbliches Leben ist, wenn man als Unsterblicher unter Sterblichen wandelte, früher oder später irgendwie langweilig. Zudem gibt es mit Sicherheit auch dem einen oder anderen Sterblichen, dem Unsterblichen, Entschuldigung, den einen oder anderen Unsterblichen, der auch mal mit einem Sterblichen zusammen sein Leben verbringen möchte, alt werden und auch sterben. Ja, aber das kannst du dadurch verhindern, dass wenn du diese unsterblichen Wesen, diese Götter selber erschaffen hast, kannst du ihnen ja dieses Bedürfnis einfach verweigern. Das sind auch deine Knechte, deine Mods. Die sind auch dafür zuständig, dass der Laden am Laufen bleibt, damit du dich um nichts kümmern musst. Die so zu machen, dass die da mal Bock drauf hätten, irgendwie da auszusteigen oder Urlaub brauchen oder sowas, ist das ist nicht gut. Ne? Das ist schlechte Knechtschaft. Der Unterschied ist natürlich, dass wenn man als Unsterblicher stirbt, man natürlich... Wenn man als Unsterblicher stirbt, Digga. so als Gott zurückkommt.
Die Götter selbst können sich zwar körperlich bewegen und sind auch körperlich existent, diese Körper bestehen tatsächlich aus ihrer Seele. Eine normale Seele, die stirbt, das würde jetzt zu weit gehen, um das zu erklären. Ja, soweit hast du halt einfach noch nicht gedacht. Ne? Ich habe mir dafür aber ein Konzept überlegt. Ja, genau, hast du dir dafür ein Konzept überlegt. Natürlich. Rainer, du bist ein fetter Vollversager, der sich den Arsch nicht abwischen kann. Natürlich hast du ein Konzept für die göttlichen Wesen überlebt, die unsterblich sind, wenn sie mal sterben. Freilich. Im Klartext ist es so, eine Seele hat einen Körper, spirituellen Körper, den man ja kennt, ne? Wird auch meistens als Astralkörper bezeichnet. Bei den Boah, nee, Astralkörper ist wieder was ganz was anderes, Rainer. Göttern ist es ein kleines bisschen anders, denn ihr Astralkörper können sie selbst, wie sie möchten, auch fleischlich werden lassen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Der Unterschied ist, dass sie halt nicht altern, beziehungsweise auch nicht sterben können. Gut, und wenn sie als Sterbliche sterben, werden sie quasi einfach in ihrem Astralkörper zurückkehren, indem sie quasi wieder als Mensch weiterleben. Gott weiterleben, meine ich. Ihr merkt schon, meine Konzentration lässt nach. Ich bitte. Ja, Rainer, deine Konzentration war die ganze Zeit nicht gegeben. Du erzählst hier denselben Schmarrn und es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und mein Gehirn tut weh, wenn ich dir zuhören muss. Entschuldigung. Machen wir Ja, hör auf, dich zu entschuldigen, wenn du es nicht ernst meinst. weiter. Die Wiedergeburt der Götter ist ähnlich wie bei mir, mit dem kleinen Unterschied, dass die Götter nicht auf alle ihre Fähigkeiten zugreifen können, sondern nur auf einen Teil, beziehungsweise nur auf ihre Erinnerungen. Und nur im Zufall, also im Zweifelsfall, wenn wirklich irgendwas Gravierendes passiert, da gibt es bestimmte Richtlinien, nur in diesem Zustand können die Götter auf ihre Kraft und auf ihre Mächte zurückgreifen. Ansonsten sind sie den ganz normalen sterblichen Bedingungen unterworfen. Ach ja, da hat er irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Wie hieß das? Gab es auch wieder so eine Serie irgendwie mit Göttern in Amerika. Wahrscheinlich hat er das gesehen. Während sie eine Wiedergeburt, also ein Wiedergeborener sind. Mit der Entschuldigung, wie gesagt, die Konzentration lässt nach. Ja, dann halt einfach dein dummes Maul und hör auf mit deinem scheiß Podcast, wenn du schon merkst, dass deine scheiß Konzentration nachlässt. Dass ich Kopfschmerzen habe, macht das Ganze auch nicht besser. Ja, tolle Ausrede. Ja, dann Aufnahme beenden. Weiter geht's in der nächsten Folge. Aber nein, die ganze Scheiße geht noch 6 Minuten. Der letzte Punkt, oder der vorletzte Punkt vor der Verabschiedung, Oh, Himmel, Arsch. ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit in Die Ewigkeit. Ja, so fühlt es sich für mich gerade an, mir diese Scheiße zu geben. meinem Universum ist wirklich ewig. Sie endet ja erst, wenn ich das möchte. Und da ich zumindest jetzt aus menschlicher Sicht gerade noch nicht der Meinung bin, möchte ich vielleicht irgendwann ein Ende haben. Aber bislang wird es wohl so laufen, dass es ja Milliarden Jahre dauern könnte oder sogar noch länger, bis das Spiel, wenn man so möchte, zu Ende ist. Selbst dann ist die Frage, ob es ohne mich nicht weitergeht. Als Unsterblicher kann ich mich ja selbst entscheiden, auch in ein anderes Universum zu gehen. Mein Universum selbst würde deswegen trotzdem bestehen bleiben. Also letzten Endes muss man sich das selbst entscheiden. Ach, eine Sache an der Punktstelle übrigens noch eingesetzt. An der Punktstelle eingesetzt. Alter Schwede. Wer in meinem Universum stirbt und als Seele existiert, kann sich auch dazu entscheiden, mein Universum zu verlassen. Mein Universum wieder zu betreten, ist natürlich unter den gleichen Voraussetzungen wie beim ersten Mal der Fall. Das heißt, ihr könnt nicht gehen, kommen, gehen, kommen. Wenn ihr geht, dürft ihr das jederzeit tun. Ich werde euch und ich kann euch auch gar nicht aufhalten, selbst wenn ich wollte, was ich aber nicht will. Aber wenn andere in mein Universum kommen, werde ich sie ja jedes Mal überprüfen. Und jedes Mal, wenn ich euch überprüfe, besteht die Möglichkeit, unter gewissen Umständen, dass ihr mein Universum nicht mehr betreten dürft. Ja. Aber ich bin doch das letzte Mal reingekommen. Ja, aber heute hast du scheiße Schuhe an. Verpiss dich. Du kommst du nicht rein. Alter, halt dein Maul. Rainer. Vielleicht gibt es ja da auch so eine Streifenkarte oder sowas. Keine Ahnung. Darfst dann 5-mal ohne Leibesvisitation in sein scheiß Universum. Ne? Wo ich mir denke, die meisten Leute würden da eh nur zum Kacken hingehen, oder? Was allerdings bedeutet, Wenn das Universum wird Scheißhaus unter den Universen sein. Da gehen die Leute hin, um mal Herr Winkler zu rufen und vielleicht mal irgendwie einen Bob in die Bahn zu schicken und fertig. dass ihr den Rest der Ewigkeit entweder in eurem eigenen oder in einem anderen Universum verbringen müsst, je nachdem, was dann passiert. Ist ein schweres Schicksal, Rainer, wenn ihr nicht in deinem scheiß Bumsknödel-Universum hier für dich williges Fleisch sein darf. Das ist ein fürchterliches Schicksal, Rainer. Bin ich sehr traurig, wenn ihr da nicht mehr rein darf. Was mit Seelen passiert, die ich nicht in meinem Universum aufnehme, weiß ich natürlich nicht.
Ich kann euch nur sagen, was passiert, wenn ich euch aufnehme. So, an dieser Stelle auch nochmal angemerkt, ne? Ihr braucht auch gar nicht, also ich weiß ja nicht, wohin dieser Weg hier noch führt. Wir stehen hier noch ganz am Anfang. Ich bin gerade noch komplett alleine. Es gibt ein paar Leute, die sich dafür interessieren, aber ich bin ja komplett alleine aktuell mit meinem Glauben. Ich möchte deswegen an dieser Stelle trotzdem anmerken. Es gibt ja Menschen, deswegen merke ich das an, genau so fange ich am besten an. Es gibt Menschen, gerade im christlichen Glauben und auch in anderen Glauben, die denken, wenn man so und so viel Geld der Kirche spendet, dann wird man von allen Sünden reingewaschen. Sowas existiert bei mir nicht. Dieses ganze Konzept von Besitz und allem existiert in meinem Glauben nicht. Natürlich kann man auch für den Glauben etwas geben, wenn man das möchte. Aber ich möchte keine Sekte aufmachen, in der jemand, der dieser Sekte Rainer, die Geschichten mit der Sekte, das haben wir ja offensichtlich schon hinter uns. Die wolltest du letztes Jahr gründen, ne, wo dir die Leute irgendwie ihren ganzen materiellen Besitz geben. Und dann hast du gedacht, ja, wenn ich gleich allmächtig bin, dann brauche ich das ja alles gar nicht mehr. Aber hier wärst du dann doch schon glücklich, wenn die Leute all ihren materialen Besitz geben würden, weil du bist einer der materiellsten Menschen, die ich kenne. Ne? Es geht immer um Konsum. Alles muss her. Und wenn es dann da ist, wird es instant langweilig und dann muss wieder was her. Wir hatten das beim letzten Mal schon. Ob es jetzt dann die Hotdog-Maschine oder die Zuckerwatte-Maschine oder die Popcorn-Maschine oder was es nicht alles hat sein müssen, was immer her hat kommen müssen und dann schnell wieder in die Ecke. Schnell weg damit, das nächste Ding. Ne? Endorphin muss fließen und das fließt immer nur in Stößen und immer nur, wenn es was Neues zum Auspacken gibt. Anführungszeichen Sekte beitritt und dann all seinen Besitz abgibt, um hinterher festzustellen, ja, was habe ich eigentlich für eine Scheiße gemacht? Lebt euer Leben so gut wie es geht und so gut wie ihr könnt in diesem Universum. Denn ich kann euch nicht versprechen, dass ihr in meinem Universum glücklich werdet. Und auch ein Eintreten in mein Universum wird. Ich würde dein Universum gern eintreten. Aber sowas von. Und ich glaube, das wird auch passieren. Ich glaube, Leute, die mehr auf dem Kasten haben, also wie gesagt, Hanebüchner Bullshit. Aber ich spiele das Spiel jetzt einfach mit und sage hier, das passiert alles und er kann sein eigenes Universum machen. Keiner, es wird sich nichts ändern. Sollte das passieren, machen die Hater auch ihre eigenen Universen und dann werden sie sich verabreden und dann ist halt nicht mehr Schanzenfest, sondern ein Universumsfest. Ja, im Schanzenuniversum. Wird euch kein Geld dieser Welt garantieren. In meinem Universum geht es um den Geist, nicht um das Materielle. Und in meinem Universum existiert auch kein materieller Besitz. Es gibt eine gewisse Situation, wo man sagt, okay, das gehört dir, das gehört mir. Aber dieser richtige Besitz existiert nicht. Rainer Winkler, der Mann, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. Es gibt keinen materiellen Besitz. Also manche Dinge gehören dann dir und mir, aber materiellen Besitz gibt's nicht. Wenn jemand etwas braucht, dann fragt er, ob er das haben kann und der andere sagt ja oder sagt Der fragt, Rainer, der fragt nicht. Er fragt. nein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sucht man sich halt jemand anderen. Ihr könnt euch, wenn ihr meinem Glauben ein bisschen folgt, gleich das Bild davon machen, dass jeder in meinem Universum sich gleichgestellt sieht. Es gibt nicht den ist größer, der ist kleiner, der ist größer, der ist dicker, der ist dünner, der ist was auch immer. Dass er jetzt nur Adjektive verwendet hat, die auch zur Beschreibung eines Fancies taugen, wahrscheinlich reiner Zufall. Ja? Hat alles nichts mit nichts zu tun, würde Shoyoka sagen. Alter, die gehört auch in sein Universum. Ganz ehrlich, die wäre da richtig gut aufgehoben. Ich habe jetzt größer zweimal gesagt. Sowas existiert nicht. Dieses ganze Denkmuster existiert nicht. Genauso wie diese ganzen negativen Gefühle. Es gibt keine Eifersucht, keinen Hass, keine Habgier, keinerlei Konsumbedürfnisse, keinerlei Gewalt. Ja, in welcher Form auch immer. Es gibt keine seelische Gewalt, keine körperliche Gewalt. Nee, es gibt mal nur Snoo-Snoo. Den ganzen Tag. Immer mit Rainer. Und vor allem auch keine verbale Gewalt. Es wird mit Sicherheit auch mal Streit geben, aber jetzt nicht, weil man irgendwie bösartig versucht, jemand anderen zu beleidigen. Rainer, wenn es keine negativen Gefühle gibt, dann gibt es keinen Streit. Weil Streit ist das manifestierte negative Gefühl. Ne? Ich streite mich ja nicht mit jemandem, wenn ich gerade richtig Bock auf den habe und alles ist toll und alles ist super und ich habe nur positive Gefühle in mir. Dann streite ich mich doch nicht.
belästigen oder anzugreifen. Letzten Endes wird die Ewigkeit Letzten Endes ist jetzt hier Gott sei Dank bald Schluss. in meinem Universum hoffentlich wirklich ewig sein und hoffentlich ewig gut sein. Denn ich möchte in meinem Universum wirklich nichts, was den Hass, die Argwohn oder irgendwelche negativen Aspekte bevorzugt. In meinem Universum sollen die Götter unter den Sterblichen wandeln können, die Sterblichen unter den Göttern, auch wenn die Heimatplaneten der Götter selbst nicht betretbar sind, aber das kommt, wie gesagt, an einem anderen Thema mal genauer vor. Es gibt Planeten, auf denen die Götter und die Sterblichen wandeln, und die Götter können jederzeit auch auf sterblichen Planeten wandeln. Nur die Totenreiche sind für die Lebenden nicht betretbar. Aber auch das ist kein Problem, denn früher oder später werdet ihr dort sowieso sein. Und wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr natürlich jederzeit wieder geboren werden und so viele Leben führen, wie ihr möchtet. Einige, die vielleicht sagen werden, was ist denn mit dem Leben? Ja, wenn es keine Arbeit gibt, wenn es das alles nicht gibt, wie das Leben wird langweilig. Welche Aktivitäten und welche Sachen ihr in meinem Universum erleben könnt, das werde ich euch mal in aller Ruhe in einem anderen Podcast, vielleicht sogar in der nächsten Folge nächste Woche thematisieren. Ja, lass mich raten, das hatte wahrscheinlich wieder mit Bimsen zu tun. Wann genau die kommt, weiß ich nicht. Den Podcast hier mache ich ja recht unregelmäßig. Aber ich werde es bestimmt auch mal als Post auf Blogger eben posten, auf meinem Blog. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da Ja, easy, gern. Ich verfolge gern solche Blogs, weil es irgendwie 1999 ist und ich ein bisschen einen an der Klatsche habe. findet ihr den Blogpost, da findet ihr Twitter, da müsste auch mein TikTok, Telegram, hätte ich jetzt gesagt. Da müsste mein TikTok drin sein. Und im Großen und Ganzen. Ja, Tiggity Toggity sind im Übrigen, glaube ich, jetzt inzwischen auch wieder weg. Genauso wie der Discord. Könnt ihr auch Kommentare schreiben. Ja. Kennen wir. Rainer ist immer glücklich, wenn die Leute Kommentare schreiben. So, die werden auch sicher nicht weggebannt. Wenn ihr genug Kommentare schreibt, werde ich auch gerne hergehen und einen extra Bonus-Folgen-Post machen, hier als Podcast, wo ich auf eure Fragen eingehe. Das werde ich aber mindestens unter 10, 20 Fragen nicht machen. Und da natürlich auch bestimmte Fragen sowieso von vornherein aussortiert werden, sollten das schon vernünftige Fragen zum Thema sein. Gut, dann danke ich euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Sind wieder so ernst gemeinte Frage, bitte nicht bannen, ne? Nummern. Podcast und so weiter wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch und allen, die vielleicht interessiert daran sind, eine schöne Zeit. Und ich hoffe, es war nicht ganz so grauenhaft, mir zuzuhören. Doch, Rainer, das war's. Leute, ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. Auch die Leute, die nicht in Rainers Universum gehen wollen. Obwohl mir immer gesagt wird, dass meine Stimme sehr angenehm ist. Rainer, das ist gelogen. Ich weiß nicht, wer dir das sagt, ob du das selber sagst, vorm Spiegel. Aber nein, deine Stimme ist nicht sehr angenehm. Du hast dieses, ich weiß nicht, ob es an deiner Kieferfehlstellung liegt oder daran, dass dein Gesicht einfach mit unnötigen Mengen an Fett unterspritzt ist, aber du hast dieses bisschen, diese Helmut Kohl-hafte Aussprache, die sich immer so anhört, wie wenn der gerade der Sabber aus der Fresse laufen würde. Wo man immer hört, wie sich die Spuckefäden so zwischen den Lippen ziehen beim Labern. Ich weiß nicht warum. Es hört sich fürchterlich, fürchterlich unappetitlich an, wenn du sprichst. Und sollte dir jemals irgendjemand, der nicht du selbst warst, gesagt haben, dass du angenehme Stimme hast, dann distanziere dich von der Person, weil die erzählt dir Scheiße. So. In diesem Sinne, Leute, einen haben wir noch. Ne? Den mache ich euch beim nächsten Mal, wenn ich Zeit habe. Tut nicht, was Rainer tut, geht nach eurem Ableben nicht in sein Universum. Rüttelt vielleicht ein bisschen am Tor. Und ja, Metal Off.